heiße Corbinian. Ich wollte euch heute mal meine Minibass vorstellen. Der Minibass hat 4 Seiten. Die erste Seite ist die G-Seite, auch Grinseseite genannt. Die zweite Seite ist die D-Seite, auch Drachenseite genannt. Die dritte Seite ist die A-Seite, auch Affenseite genannt. Die vierte Seite ist die E-Seite, auch Elefantenseite genannt. Man kann sie zupfen mit den Fingern oder streichen mit dem Bogen. Ich kann sie mit den Fingern verändern, die Töne. Die Lernseiten klingen so. Aber wenn ich jetzt hier greife, dann sind sie ein bisschen höher. Und wenn ich hier greife, sind sie noch höher. Wenn man anfängt, Bass zu spielen, zupft man meistens die Lernseiten und singt dazu. Das zeigt das Stück Ein alter Drache grinst. Ein alter Drache grinst, ho, ho, er grinst aus seiner Höhle raus, denn dort drin ist sein Drachenhaus. Später nimmt man dann auch den Bogen dazu und ein paar Fingersätze. Das zeigen euch die Stücke. Wie geht man bunter Minibass und die Geisterstunde. Jetzt als erstes, wie geht man bunter Minibass? Wie geht man bunter Minibass? Jetzt die Geisterstunde. Auf dem Bass kann man nicht nur lustige Stücke spielen, sondern auch etwas klassischere. Zum Beispiel ein Stück von Robert Schumann, Der wilde Reiter. Jetzt kommen wir zum Thema, wieso ich eigentlich Bass spiele. Ich habe auf einem Konzert einen Minibass gesehen und fand ihn total cool. Man kann nämlich auf dem Bass, also auf dem Minibass, nicht nur alleine, sondern auch in Gruppen, einem Quartett spielen. Und das macht einen mega vielen Spaß. So, jetzt kommen wir auch schon wieder zum Schluss. Aber da habe ich jetzt noch eins meiner Lieblingsstücke. Mein Lehrer Klaus Freudenstein hat es extra für mich umgeschrieben, für den Minibass. Und zwar der Name lautet Harry Stuff von Deep Purple.
bekommen und wollt auch Minibus lernen. Vielleicht. Bis dann. Tschüss.